Loslassen zum Aufblühen, wie Gott dein Leben soll erfrischen. Das ist der Titel vom heutigen Sonntag. Und ich will starten mit einem Bibelvers, wo das so wunderbar zum Punkt bringt. Sprüche, Kapitel 3, 5 bis 8. Dort drinnen heisst es: Vertrau dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Halt dich nicht selbst für weise, sondern hab Ehrfurcht vor dem Herrn und meide das Böse. Das ist gut für deine Gesundheit und gibt Kraft wie ein erfrischendes Getränk. Dein Bibelvers wird gesagt, du sollst dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen verlassen, nicht zu fest das ins Zentrum hineinrücken, sondern ganz auf den Herrn vertrauen. Und dann wirst du Gesundheit, dann wirst du Kraft in deinem Leben erleben. So wie ein erfrischendes Getränk, wo du am Trinken bist. Ich habe so eins mitgenommen. Ich weiss, es ist eine kleine Produktplatzierung. Wer auch immer das kennt, ich habe bis jetzt also noch nie einen Schluck getrunken bis heute Morgen. Also ich bin nicht Produktvertreter. Aber das ist doch eine von diesen Slogans, wie sie du im Januar so antriffst. Slogans, die dir versprechen, Gesundheit in dein Leben hineinzubringen. Erfrischung, eine Diät, die du machst, vielleicht ein Fitnessprogramm, das du machst. Und wenn du das machst, dann fühlst du dich nachher gut. Ich probiere es mal. Ich bin also tatsächlich heute Morgen überrascht gewesen, wie gut das ist. Es hat mir jemand empfohlen, ich soll es im Voraus probieren, nicht, dass nachher die Mimik verzieht. Slogans, die dir versprechen, dass wenn du das machst, dann kommt dein Leben zur Geltung, dann blüht dein Leben auf. Und jetzt kommt die Bibel und verspricht uns auch so etwas. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber in diesem Moment werde ich vielleicht zuerst mal hellhörig, das Bier ein bisschen kritisch und muss mich so überlegen, jetzt bin ich verkältet, die einen hören es. Also so gesund fühle ich mich jetzt auch wieder gerade nicht, obwohl ich mit Gott unterwegs bin. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben. Sachen, wo dich ein bisschen daran hindern, dass du eben kannst ganz und gar auf Gott vertrauen kannst. Die Sprüche fordern uns raus, voll vertrauenswürdig auf Gott einzugehen, dass er dir alles gibt. Und so steht eigentlich da die Vertrauensfrage mitten im Zentrum. Vertrauen wir Gott, dass das Versprechen am Schluss in unserem Leben zum Tragen kommt? Oder vielleicht nicht ganz? Oder nur teilweise? In erster Linie würden wahrscheinlich alle, die jetzt da drinnen hocken, sagen, ja, also logisch vertraue ich auf Gott, sonst würde ich jetzt nicht da hocken, ich komme in einen Gottesdienst, dass ich an einen Glauben an Gott, dass er irgendwie mit mir unterwegs ist. Und gleichzeitig gibt es doch die Momente, wo wir unser eigenes Urteilsvermögen vielleicht gleich ein bisschen mehr ins Zentrum hineinstellen. Und so das ganz auf Gott vertrauen doch herausfordernd kann sein. Die VBG hat in einem Artikel so unterschiedliche Glaubensphasen beschrieben und als ich das so durchgelesen habe, hat es mich gedacht, das trifft so recht gut zu, was so in unserem Glaubensleben eben für Vertrauensfragen plötzlich aufkommen. In der dritten Phase wird das entstandene Glaubenssystem empfindlich gestört. Durch ausbleibende Gebetserhörungen, geplatzte Lebensträume, Brüche in der eigenen Biografie, Gemeindekonflikte, durch Zweifel am bisherigen Bibelverständnis oder der Konfrontation mit anderen theologischen Ansätzen bekommt das Glaubenssystem Risse. Die Eindeutigkeit bisheriger Überzeugungen schwindet und Enttäuschung, Skepsis und Ernüchterung dem Glauben gegenüber gewinnen an Raum. Diese Phase ist oft mit Schuldgefühlen verbunden, weil man genau zu wissen meint, was man eigentlich glauben sollte, es aber einfach nicht mehr glauben kann.
Es ist eine ganze Liste von verschiedenen Sachen, die da auftauchen können. In irgendeiner Art und Weise bist du vielleicht denen auch schon angetroffen. Gebetserhöhungen, die nicht eingetroffen sind. Vielleicht bei ganz banalen Themen, vielleicht bei ganz entscheidenden Themen. Ein Traumjob, der eben nicht in Erfüllung gegangen ist. Traumfamilie, die du dir so vorgestellt hast, wenn wir dann einmal so weit sind, ein Häuschen haben, eine Family haben, dann ist so das wunderbare Ideal von meinem Leben erreicht. Und plötzlich merkst du, dass es da ganz anders aussieht in deinem Leben. Vielleicht auch ein Konflikt eben mit dem Bodenpersonal von Gott. Dem links und rechts neben dir, wo du eigentlich lieber nicht in der Kirche hättest. Vielleicht auch einfach ganz simple Vertrauensfragen, Glaubensfragen von deinem Leben, die du stellst und du einfach herausgefordert bist, ihm wieder neu zu vertrauen. Der Michael Herbst greift in seinem Buch auf, mündig Christ sein, dass 3 hauptsächliche Sachen uns hindern, uns immer wieder in dieser Nachfolge von Jesus Christus auf Gott einzulassen und ihm ganz vertrauen. Und er fasst zusammen in 3 Punkte und sagt, erstens Gebet, wo nicht erhört werden, und sagt dann, eigentlich ist es noch komisch, weil wahrscheinlich das intimste Gebet von Jesus ist auch nicht erhört worden, wo er im Garten Gethsemane hockt und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Pläne, die scheitern in unserem Leben. Und da sehen wir den Paulus in der Apostelgeschichte, wie er klare Pläne hat, um das Reich von Gott voranzutreiben und auszubreiten. Und er wird gehindert an seinem Plan. Er wird plötzlich umgestimmt, in eine andere Richtung zu gehen. Oder eben Schwächen auch von uns selber, die uns offenbar werden. Wo wir merken, vielleicht konfrontiert werden mit unserer eigenen Unzulänglichkeit. Und da mitten drin das Versprechen, dass Gott ja mitten in den Schwachen eigentlich stark ist und das selbst am Kreuz uns ja eigentlich bewiesen hat. Gottes Vertrauen ist herausfordernd. Obwohl wir eigentlich genug Sachen in der Bibel haben, die uns eigentlich ständig sagen, hey, schau, der Glaubensweg mit Gott lohnt sich. Und doch sind oftmals verkorkste Bilder von Gott vielleicht im Zentrum, in unserem Denken gefangen. Die Art und Weise, wie er eben am Schluss unsere Gebete erhören sollte. Vielleicht Entscheidungen abnehmen sollte, den Konflikt in unserer Familie lösen sollte. Oder eben, wenn ich eigentlich ja mit ihm unterwegs bin, dann sollte ich auch gesund bleiben. Oftmals hindern uns genau diese Sachen, in unserem Denken können weiter zu glauben, weiter zu vertrauen, auf ihn ganz vertrauen, damit unser Glaube eben weiter darf werden. Weiter im Sinn von, dass mehr Platz hat als die Box, wo wir gerade ihn drin hineingesetzt haben. Weiter aber auch im Sinn von, dass der Glaube eben sich darf in einem Prozess weiterentwickeln. Ich glaube, darin kommt das Evangelium mit einer unheimlichen Frische in unser Leben hinein. Die Sprüche haben uns genau das herausgefordert. Wenn wir uns Gott ganz hingeben, dann kann die Erfrischung in unser Leben hineinkommen. Der Paulus formuliert das an einer anderen Stelle sehr ähnlich. Im Römer 12, 1-2 sagt er, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird
Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Da drinnen ist für mich das Evangelium in seiner ganzen Breite und Fülle sehr gut beschrieben. Das Evangelium, das uns verspricht, dass du alles bekommen hast in deinem Leben. Der Paulus zeigt da auf, dass im Unterwegssein mit Jesus am Anfang seine Barmherzigkeit steht. Seine Barmherzigkeit über dein Leben steht. Das ist, dass Jesus Christus dich so angenommen hat, wie du da bist. Fehlerhaft, ganzheitlich, mit allem, was du bist. Und das ist nicht nur ein einmaliger Prozess, und da hat der Peter vorher in der Moderation gut aufgegriffen. Das ist nicht ein einmaliger Erlösungsevent, wo irgendwann mal in deinem Leben stattgefunden hat, sondern es soll sich tagtäglich in deinem Leben widerspiegeln. Das Evangelium hat dann eine Frische, wenn es mein Leben ganz praktisch verändern kann. Dort, wo es an meinem Herz anhängt. Dort, wo es darum geht, dass ich nicht muss für meine eigenen Rechte einstehen, für meine eigenen Rechte muss kämpfen. Weil Jesus das auch nicht hat müssen. Jesus hat nicht müssen für seine Rechte einstehen. Er ist am Schluss am Kreuz gehangen für uns und hat es uns vorgemacht, dass wir ganz einen anderen Weg gehen können. Das Evangelium verändert dort, wo ich das Gefühl habe, ich muss selber für meine Finanzen die ganze Zeit immer schauen und ach, wenn ich nur zu kurz komme und so weiter. Sagt uns, du und ich sind von Anfang an massiv privilegiert. Du bist angenommen. Gott hat dich grosszügig beschenkt mit der grössten Gnade in deinem Leben. Und das macht dich grosszügig für andere Menschen. Auch grosszügig im Umgang mit anderen Menschen. Das Evangelium will uns durch und durch erfrischen. Aber das funktioniert nur dann, wenn wir auch vertrauen und uns immer wieder neu Gott auch hingeben. Hingeben, dass sein Prinzip, seine Art vom Leben wirklich verhebt. Auch in meinem Alltag. Auch dort, wo es manchmal nicht logisch ist. Auch dort, wo ich das Gefühl habe, da komme ich zu kurz. Gott mein Leben wieder neu hergeben. In diesen Sprüchen haben wir gelesen, Gott erfrischt wie ein erfrischendes Getränk. Was passiert, wenn du dieses erfrischende Getränk trinkst? Egal, ob es vielleicht ein Kaffee ist, so einen wunderbaren Saft am Morgen, vielleicht ein Mate oder ein Panache. Jemand im Büro hat gesagt, eine kalte Milch, ein Holunderblütensirup, ein Cola. Was auch immer das du als erfrischendes Getränk betitelst, etwas ist irgendwie klar. Wenn ich es trinken tue, dann kommt es in mein Innere hinein. Zumindest in mein Innere. Ich schlucke es runter und es passiert da in meinem Inneren irgendetwas. Das ist das, was eigentlich da beschrieben wird. Übersetzt oder grundsätzlich im Urtext wird da ein Wort genannt und das ist das Labsal. Und das Labsal ist eigentlich etwas, wo viel mehr als einfach nur ein Getränk bedeutet, sondern ganzheitlich Körper, Seele und Geist uns soll gut tun. Also da geht es nicht einfach um irgendwie das Denken, das soll verändert werden oder ein einzelner Aspekt von unserem Leben, sondern es soll ganzheitlich, alles soll erfrischt werden. Spannend ist, als ich das Labsal mal gegoogelt habe, ich habe das Wort ehrlich gesagt bis zu dem Moment sehr selten gehört, dann bin ich mal ein bisschen googeln, biblische Vergleich und so. Und du kommst eigentlich, oder bei mir hat es zumindest nur das Trübsal angegeben. Als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, so spannend. Anscheinend tun wir uns Christen lieber über Schwierige vom Leben auseinandersetzen, wie dass wir das Labsal in den Fokus nehmen.
die Erfrischung im Fokus nehmen. Ja, die Bibel spricht vom Schwierigen in unserem Leben. Das ist auch ein Teil von unserem Leben. Das gehört dazu. Aber er verspricht uns, dass dort, wo wir uns hingeben, immer wieder die Erfrischung zu suchen ist. Und zwar mitten in unserem Herz. Im Epheser 3, Vers 16 steht: Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Die Erfrischung soll mitten in unserem Herz drinnen stattfinden. Mitten in unserem Inneren. Durch den Heiligen Geist, wo der uns ständig immer wieder erfrischen. Das Evangelium hat dann Wirkung, wenn der Heilige Geist in uns die Erfrischung schenkt. Der Haubeck, ein Theologe, sagt, für Paulus ist das Herz das Willens- und Entscheidungszentrum des Menschen. Es ist der Sitz von Verstand und Willen des Menschen sowie seiner Gemütsregungen. Dort fallen die Entscheidungen des Lebens. Dort setzt auch Gott ein, wenn er Menschen durch den Heiligen Geist erneuert und verändert. Gott gibt seinen Geist in das Herz des Menschen. Dieser vermittelt dem menschlichen Herz die Liebe Gottes. Im Herzen entsteht und wohnt der Glaube. Ich habe das ein wunderschönes Bild oder auch Zusammenfassung gefunden. Die Erfrischung passiert häufig nicht in unserem Denken. In dem, dass wir möglichst viel prozessieren und nachüberlegen und so weiter. Sondern sie passiert dort, wo mitten in unser Leben Erfrischung drin hineinkommt. Erfrischung für dein Leben drin hineinkommt. Wo braucht es für dich Frische in deinem Leben? Erstaunlich, und das zeigt uns die Bibel eigentlich immer wieder auf, dass die Frische dann kommt, wenn ein erster Schritt von unserer Seite auch passiert. In dem Moment, wo ich mich Gott ganz hingebe, kann etwas in meinem Herz auch frei werden, dass die Frische herabsickern in mein Leben. Es ist nicht eine einfache Formel, die immer funktioniert. Aber es ist eine Einladung, die Gott immer wieder an uns ausspricht, um zu sagen, die Gegenwart, der Heilige Geist, mitten in unserem Leben wahrnehmen und für wahrnehmen. In meinem Leben merke ich das immer wieder. Gerade wenn man an diesen Fragen, an diesen Herausforderungen vom Leben anstößt, dass dann das neu in Anspruch nehmen und sich Gott hingeben, ein Schlüssel in meinem Leben ist. Bei mir passiert das häufig mit einem Lied, «As it is in heaven» heisst das, von Hillsong. Und es hat ein paar Textpassagen drin, wo mir das irgendwie verdeutlichen. Und es heisst dort zuerst, «I know you love me, I know you found me, I know you save me, and your grace will never fail me.» Ich weiß, du liebst mich. Ich weiß, du hast mich gefunden. Ich weiß, du hast mich gerettet. Und deine Gnade wird mich nie verpassen. Das ist so der Grundtenor, der anfängt in diesem Lied. Und nachher kommt die nächste Passage und es heißt: I sing holy, holy. My heart cries holy. As it is in heaven, it is in me. Für mich so ein Song, der eigentlich das symbolisiert. So wie die Frische, die Quelle, der Überfluss, wo uns Jesus im Johannes 10,10 auch offenbart. Die Frische, die im Himmel oben schon voll und ganz vorhanden ist, das soll jetzt in mein Herz sickern. Das soll mitten in mein Leben drin hineinkommen. Und nachher kommt noch der letzte Teil. We sing holy, holy, the earth cries holy, as it is in heaven, so let it be. Der Song hat mich begleitet in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. In der Lebensphase, wo ich, genau wie ich am Anfang gesagt habe, herausgefordert bin, Glaubenssätze
irgendwie neu zu überdenken. Aber auch in vielen Lebensphasen, wo ich zum Teil auch vor Predigtvorbereitungen gestanden bin und unsicher war, ob ich genug gut bin. Und ich das Lied für mich in Anspruch genommen habe. Und das passiert, was eigentlich in diesen Sprüchen passiert ist. Ich habe mich Gott ganz hingeben und die Frische im Leben wieder neu dürfen spüren und erleben. Wieso? Weil am Schluss das, wo im Himmel oben ist, die königlichen Prinzipien, die er uns, Jesus, vorgemacht hat, in mein Leben drin hineinsickern. Freiheit, Frieden, Geborgenheit, Fülle vom Leben. Man sagt so oft, es sind 20 Santi von Kopf bis Herz und das ist der längste Weg. Ganz am Anfang habe ich euch gesagt, wir sind immer wieder herausgefordert in unserem Denken, wo so viele Enttäuschungen, vielleicht vom Bodenpersonal, vielleicht von anderen Menschen in unserem Umfeld, von Gott persönlich, wo wir irgendwie das Gefühl haben, er hätte schon längstens handeln müssen. So oft verhindert unser Denken all die Erlebnisse, dass wir die Erfrischung im Leben wieder neu erleben dürfen. Doch die Erfrischung, die setzt nicht in erster Linie, glaube ich, im Kopf an, sondern da mitten in unserem Herz. Und so wollte ich dich einladen, in den nächsten paar Minuten dich aufmachen in einen Prozess, wo du dir überlegst, wo braucht es in deinem Leben nochmal neu die Frische? Was hindert dich daran? Wo ist dein Glaubenssystem? Wo sind deine Risse in deinem Glaubensleben entstanden? Wo vielleicht das Vertrauen im Moment zerbröckelt ist und du dich Gott nicht ganz und gar kannst angeben. Wo gibt es Lebensbereiche, wo du auch bewusst irgendwie sagst, hey, da vertraue ich nicht ganz drauf, dass er es wirklich gut meint mit mir. Da muss ich schon an mein eigenes Urteilsvermögen walten lassen. Das muss ich schon selber noch unter Kontrolle haben. Weil wenn ich da ganz loslasse, dann wird es schon kritisch. Kann es vielleicht sein, dass genau dort nochmal eine Erfrischung in dein Leben in diesem Jahr kommt? Und jetzt wollen wir aber zuerst in eine Reflexionszeit kommen. In einen Moment hineinkommen, wo du dir diese Fragen einmal überlegen darfst. Vielleicht auch Gott ganz bewusst, bevor wir wieder in Worship hineinkommen, ganz bewusst Gott hinlegen kannst, wo du das Vertrauen einmal neu suchen willst.